Guten Tag, Hobbediere zur neuen Folge Kassettenschmerz. Die erste Folge im August. Ganz fleißig sind wir und hauen sind wir wieder durch. Natürlich wieder ganz alleine. Bei dieser Affenhitze muss ich wieder werken wie ein Schwein. Drum habe ich ja nicht einmal ein Cap auf, weil jedes Kleidungsstück, das ich an mir trage, bringt mich einfach um. Mir ist aufgefallen, dass wir mal wieder die letzten Male, was haben wir vergessen, wie so oft, dass wir uns das wunderschöne Intro anschauen. Drum kriegt es jetzt halt mal wieder eingespielt. Eingespielt. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Viva la Ah, das ist immer wieder ein Augenschmaus, oder? Immer wieder zauberhaft. Ja, die Krawallmaus ist da. Hallöchen. Was ist mit dem Smiley los? Warum schaust du so? Geht's dir nicht gut, oder wie? So, jetzt ist bei mir das Beutel schwarz. Warum das so ist, weiß keine Sau nicht. Jetzt bin ich wieder da. Ha! Hackerman. So, heute, es gab ein paar Trailer und Poster, weißt du, heißt es. Ja, da hast du recht. Das ist definitiv. Ich war jetzt halt heute endlich beim Friseur. Ich habe nämlich die letzten Termine gar nicht mehr können, weil ich gearbeitet habe wie ein Stier. So wie man so tut, als richtig fleißiger Märzjünger, arbeitet man sich auf und sagt alles privat ab. Und ich habe da meinen Friseurtermin mir letztens sausen lassen. Ich habe schon ausgeschaut, hey, wieder Chewbacca mehr oder weniger, sehe ich am Bord dran und sehe ich eine Haare dran und so. Ich war ganz froh, als ich das halt endlich alles ein bisschen abrasiert gekriegt habe. War schon fast dazu verleitet, dass ich sage, mach alles kahl und dann schmier mir nur Kühlcreme auf, weil ich mag nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus. Aber angeblich soll es ja heute auf Nacht schon wettern, bei mir schaut es aber noch nicht danach aus, aber ich spekuliere auch drauf, dass es bald ein bisschen regnet. Ich habe eingekauft, Leute, damit wir halt nach dieser zauberhaften Folge wieder was unboxen können. Erst einmal ist für einen Sessler, den ich schmerzlich vermisse. Wo ist er denn eigentlich? Aber für einen Sessler haben wir die Boglamons wieder am Start. Unter anderem dieses neue Set Dunkelnacht. Dann den letzten Booster von dem vorherigen Set, Wachsendes Chaos. Und ich habe einfach irgend so ein Doppelding beim Netto jetzt gekauft und da war tatsächlich nur, wow, tatsächlich nur ein Booster drin von Schwert- und Schildzeiten Fusions-Angriff. Und weil das noch nicht gelangt und ich das letzte Mal unbedingt wieder Booster für, ich habe meinen Schuh verloren, One Piece haben wollte und ich habe wieder mal nirgends was gehabt für mich, habe ich jetzt halt einfach angefangen, dass ich Magic The Gathering Turtles Karten kaufe und da machen wir halt auch noch eins auf. Ob wir alle drei Pokémons aufmachen, weiß ich noch nicht. Poklamons, weil es gibt darauf an, wie lange wir brauchen. Fishing for Compliments, gut schaust du aus. Das habe ich gar nicht nötig, dass ich für Komplimente fisch, aber danke, du, hör auf jetzt. Du bist du mir eine, ja? So, fangen wir an mit Posters schauen. Posters schauen, weil Trailers schauen darf man ja nicht. Wo ist mein Teilenbutton hier gekommen? Also, ach, übrigens, bevor ich teile, ich habe heute was ganz Köstliches dabei. Oh, ja, scheiß Fenster da drin, sehe ich nicht, was ich tue. So, jetzt nochmal hier. Chupa Chups Sauer Green Apple Flavor Sparkling. Es war ja dieses köstliche Getränk, das in der Whisky-Verpackung vom Never Raven drin war. Und auf dem trinken wir das jetzt dann auch heute. Ich habe mir gleich noch ein Glas Wasser daneben hergestellt, weil keiner weiß, wie appetitlich das Ding werden wird. Naja, das ist gar nicht mal so schlecht tatsächlicherweise. Tatsächlicherweise ist es gar nicht so schlecht. So, was wollen wir machen? Wir wollten mal anfangen mit Posters. Posters. Da, diese Affenwitze. Ich mag eigentlich gar nicht, Leute. Ich sag's, wie es ist. Ich mag eigentlich gar nicht. Was haben wir für erstes Poster? Eine neue Serie. Was ist da? Also bei mir geht nichts mehr. Ich merke gerade, dass hier ein wenig übereinander gespackt wird. Ich weiß auch nicht, was er schon wieder für ein Problem hat. Geht's jetzt wieder? Na, hängt immer wieder. But why? But why? Vielleicht ist es die Hitze, vielleicht ist einfach alles jetzt so tot, weil es einfach zu heiß ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. In meiner Vorschau funktioniert es auf alle Fälle einwandfrei. Einmal frei, diese. Javier Marquez ist da. Geht's jetzt wieder? Also, ihr schreibt es ein, oder? Jetzt geht's wieder. Das ist schön.
Keine Ahnung, was da schon wieder los war. Servus Buben, Marquez habe ich Deri. Ich habe vorher schon, bevor du da warst, angefangen, dass ich euch sage, was wir heute unboxen. Ich hätte 3 Packerl Pokémon dabei. Wir wissen aber nicht, ich weiß auch nicht, ob wir alle 3 schaffen. Auf alle Fälle hätte ich für die dabei das neue Set Dunkelnacht, den letzten Booster aus dem alten Set Wachsendes Chaos. Und dann habe ich gestern beim Netto noch was gefunden, und zwar ein altes Schwert und Schild Fusionsangriff. Boom. Und zusätzlich gibt es dann auch noch Magic The Gathering Turtles. Die Turtles, weil es nirgends One Piece für mich gegeben hat, habe ich mir jetzt ein Turtles geholt. Ja, was sollte sonst mit dem Geld? Teile ich eigentlich schon irgendwas hier? Ja, teilen. 4 Blocks Zero, Spin-off-Serie zu 4 Blocks. Deutsche Gangster-Serie, soweit ich das im Kopf habe. Ich habe es leider nie gesehen, habe aber nur unglaublich kurz davon bisher gehört und da hätte ich tatsächlich auch auf der Liste. Turtles auf Fränkisch. Ja, das geht ja gar nicht anders. Wie darf man sonst sagen? Ich weiß nicht. 4 Blocks Zero kommt am September auf HBO. Und mittlerweile, also HBO ist echt ein Bomben-Streaming-Anbieter, muss ich sagen. Ich bin begeistert von dem Teil bisher. Bereue keinen Cent und bereue definitiv nicht, dass ich dafür habe. Was habe ich dafür gekündigt? Wow, genau, wow, das Serienpaket. Dann gibt es einen Trailer zu Leviticus, Haunting and Heartbreaking. Trailer schaut richtig gut aus. Ist von den Produzenten von Talk to Me und Backrooms. Und ja, schaut sich den Trailer an. Finde ja schon sehr, sehr atmosphärisch und sehr dicht und gruselig. Und wenn es ja noch heißt Heartbreaking, dann bin ich da schon sehr gespannt drauf, was die machen, weil die Produzenten hatten ja dann schon zweimal ein sehr gutes Gespür, zumindest meine Anfang, nämlich Talk to Me und Backrooms, sehr gut. Da kommt mir das blöde, depperte Chupa Chups Getränk hier hoch. Dann ist, ich glaube, gestern ist der Trailer gekommen zu Violent Night 2. Und ja, schaut witzig aus, der Trailer. Hat aber der Trailer zum ersten Teil auch, muss ich sagen. Und der hat mich dann leider ein wenig enttäuscht, weil ich hätte mir da ein bisschen mehr erwartet. Zumindest hätte man vielleicht erwartet, dass er ein wenig mehr über seine Grenzen geht. Der ist doch ziemlich handsam gewesen. Aber kann man sich anschauen. Trailer macht jetzt auf alle Fälle schon mal Spaß. Es ist eine sehr coole Szene drinnen, die für mich so eine kleine Hommage an den 2006er Black Christmas dargestellt hat. Deswegen werde ich ihn schon anschauen müssen, weil das wirklich einfach schön ist, wenn man sowas einbaut in Weihnachtsfilme. Ja, schön vor allem. So, was hat uns noch einer geschwurbt an Trailers? Trailer haben wir den jetzt keinen, aber das erste Poster zur 4. Staffel Monster. Denn es geht jetzt weiter mit Lizzie Borden. Die kommt jetzt auch schon im September. Also, das geht schon wieder alles so schweineschnell. Trailer hat es noch keinen gegeben, nur ein paar Beutel schon wieder dazu. Ich habe jetzt keinen Bock gehabt, dass ich 1000 Beutel hier durch. Schaut euch das Poster an, das schaut schön aus, wie ein Hackel. Und hackeln halt umeinander. Ist aber am Hackeln. Mir jetzt gefällt das wieder mal. Aber bisher war für mich, bis auf Ed Gein, muss ich sagen, waren die Serien, wie viel hat es jetzt eigentlich gegeben? 2, genau, die Menendez-Brüder hat es gegeben. Die ersten 2 fand ich ziemlich stark. Ed Gein, finde ich, da ist mir zu weit weg vom Material gegangen. Hätte wahrscheinlich dann auch auf die Hälfte von den Folgen erzählt sein Kinder und gut sein sollen, aber naja, mal gucken, was sie jetzt mit Lizzie Borden machen. An sich ist trotzdem auch die Ed Gein-Story, also so handwerklich und so weiter, war es alles ganz cool. Wir haben einfach nur diese kreativen Freiheiten ein bisschen gestört, die man sich dazu genommen hat, die hätte jetzt ich nicht braucht. Hobbitere, Dragon Cry, hast du endlich Project Hail Mary gesehen? Nein, ich habe es immer noch nicht gesehen. Ich habe nämlich jetzt das erste Mal Filme anschauen müssen, weil es waren die 99-Cent-Deals und ich vergesse die in der Regel und die letzten 3 Mal, glaube ich, wo ich geliehen habe ich es wieder vergessen und diesmal sind es nur 3 Filme und da habe ich jetzt 2 angeschaut. Die kommen, wir nehmen nämlich danach noch Rolex auf, da werden die erwähnt, da erzähle ich es dann, also spoiler die jetzt mir noch nicht, sonst hebt es eigentlich fett Rolex auf. Jetzt habe ich noch einen Film, den ich anschauen muss für die 99-Cent-Deals, das ist Cold Storage, den, wenn ich gesehen habe, dann werde ich endlich Project Hail Mary anschauen. Ich verspreche es dir. Ich werde es bald gesehen haben, tun. Also bitte tu nicht eins grantig sein. 2 Euro für Pokémon, vielen Dank, Baby. Vielen Dank, da gibt es eine dicke Potato. Bei Potato, da muss ich jetzt Spider-Man Brand New Day trinken. Wir haben den schon gesehen. Erzähle ich heute auch in die Rolex darüber. So, wo geht's weiter? Der Trailer zu Wicker. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Der schaut verrückt aus.
Ich bin sehr gespannt auf das Teil. Cool ist auch das ganze Werk, das Kostüm. Der ist ja, das ist immer eine von Veta gemacht, die auch die Herr der Ringe-Effekte damals gemacht haben. Also ein kompletter Bodysuit, der ausschaut wie so ein geflochtener Korb. Das ist schon wieder irres Handwerk. Und ja, wie gesagt, der Trailer schaut total verrückt aus. Ich bin sehr gespannt, was uns der Film am Ende dann zu bieten hat. Hat mir ein bisschen so an A24 erinnert, aber ich glaube, es ist kein A24-Thema. Cold Storage war echt witzig. Ich bin ja nicht grantig, aber schaut es halt, wenn man. Also, das ist schön, dass du nicht grantig bist. Da fällt mir eine Kartoffel vom Herzen. Ja, aber das letzte Mal erst mit dem Spätzl geredet. Der ist bisher der Einzige, der noch voll hasst. Der sagt, das ist ein riesen Scheiß, die Project Hail Mary. Sage ich, ja, wow, bist der Erste, den ich gehört habe. Der Mike, das kann ich schon mal verraten, der Mike hat angefangen damit und hat gesagt, dass er cool war. Dann ist der Rocky gekommen, da hat er dann auch aufhören müssen damals, aber der ist ihm schon auf den Sack gegangen. Also, jetzt darf es grantig werden. Neues Poster zum Robert Eggers Werewolf und wie geil bitte schaut dieses Poster aus. Also das ist wirklich so ein unglaublich geiles Beutel, das da ich mir sofort als Posteraufhänger. Ich hoffe, die bringen das bei uns in die Kinos auch als Werbematerial, damit ich mir da dann ein Poster abstauben kann, weil, wie gesagt, das werde ich mir in die Bude hängen. Das ist nämlich wirklich irre. Also das habe ich gesehen, das fasziniert mich, das Beutel. Das ist so schön. Richtig, richtig geil. Her damit, her damit. So, was haben wir noch für Poster und Trailer? Lasst mich schauen. Katzengetier. Das habe ich gesagt, den habe ich gesagt, das habe ich gesagt. Ach ja, hier haben wir ja noch. Erste Poster zu VHS Mixtape im September, nein, im Oktober geht schon wieder die Ami-Schreibweise. Im Oktober kommt schon der nächste VHS-Film, während schon der übernächste angekündigt worden ist, von dem habe ich ja das letzte Mal verzeiht, dieser SCP, glaube ich, hat es geheißen. Und ja, ich freue mich. Die letzten haben wirklich alle mit absoluter Qualität überzeugen können. Das war. Mua. Also, wenn wir das halten, dann bitte gebt nächste VHS Mixtape-Film. Nehme ich auf alle Fälle. Und wir haben einen Trailer zu Attack of the Killer Tomatoes, Organic Intelligence und wow, wow, ist das ein hundsmiserabler Trailer schon. Also das wird entweder die absolute Splattergranate oder die absolute Spaßgranate oder der absolute Riesenscheißdreck. Ich glaube, also da gibt es definitiv absolut kein Zwischending. Ich hoffe, Sie wissen, auf was Sie sich besinnen müssen, bei dem, damit das funktionieren kann. Und dann kann man damit sicherlich einen Spaß haben. Aus dem Trailer heraus kann man es jetzt in meinen Augen noch nicht sagen, weil er halt einfach in beide Richtungen ausschlagen kann. Am Mike hasse ich sowieso nur wegen Furiosa und der Lego-Movie und deinen komischen Unsympathenfreund auch. Ja, scheiß Mike und scheiß Unsympathenfreund. Ich habe nur Arschlöcher bei mir im Umfeld. Furchtbar. Dann schaut der Oscar. So, dann haben wir noch einen Trailer, da habe ich jetzt kaputt lassen. Ich glaube, da gibt es nämlich noch nicht mehr Poster, zumindest habe ich keins gefunden. Es ist nämlich auch ein Trailer zu Jumanji 3 Open World rausgekommen. Und ja, ihr wisst ja, ich bin ein riesiger Jumanji-Fan. Zumindest vom Original, das habe ich schon sehr gern mengen. Aber die, naja, zwei, komm, hör mir auf mit dem Scheiß. Und ich denke mal, also der Trailer schaut einfach danach aus, wenn du die ersten zwei magst, magst du den dritten. Und wenn du die ersten zwei nicht magst, magst du den dritten jetzt auch nicht. Und ich habe bei dem Trailer schon wieder das blanke Grauen gekriegt. Vor allem ist da eine Szene dabei, da ist schon absoluter Greenscreen Kasala, pfui Teufel, da habe ich da schon hinspielen müssen. Gut, es ist der Trailer, es kann sein, dass das noch ordentlich nachbearbeitet wird und dann im Film besser ausschaut, aber ich wage es zu bezweifeln. Aber vielleicht zur Info zu Jumanji 3 gibt es jetzt auch schon einen Trailer. Das war, nein, dann gibt es noch einen Trailer, nämlich zu Akte X, da habe ich ganz vergessen, dass ich Beutel aussuche. Mein Gott, nein, da schau her. Auf alle Fälle Akte X, ich glaube, der zweite Film, das muss ich jetzt schnell noch mal raussuchen für euch, damit ich da keinen Schmarrn verzeihe, kriegt nämlich einen neuen Release und zwar in seiner ursprünglich geplanten Fassung vom Regisseur. Dauert gerade Stunden, bis ich das habe. Genau, da haben wir es. Schaut's her. Das kommt nämlich auch schon, der kommt nämlich auch schon Mitte August, jetzt 14. August, kommt diese I Want to Believe Frankenstein Reimagines Creator and Director Chris Carter's Original Vision in this all new Director's Cut und hat erstens mal ein R-Rating und ist scarier, steht drauf. Also ich bin sehr gespannt, da werde ich möchte sowieso mal die ganze Akte X-Serie nachholen. Die habe ich nämlich damals nur bis zur 6. Staffel gesehen und darum war das natürlich gut zum Einstieg jetzt und endlich mal das Ding durchzunehmen.
Mal gucken, auf alle Fälle 14. August. Müsste dann bei uns eigentlich auch schon zu der Zeit laufen, weil Hulu ist ja Kulu schon auf Disney. Castings haben wir diesmal nicht viel. Es ist nicht viel gecastet worden, zumindest habe ich nicht viel dabei. Was ich dabei habe, ist das erste Casting zum ich sag's euch gleich, wenn mein Ding ein bisschen schneller landet. Da. Erste Casting zum kommenden X-Men Reboot-Film, die dann im MCU sind. Emma Frost ist gecastet worden und zwar wird sie gespielt von der fantastischen, fuck, Alter, jetzt ist mir der Name empfohlen. Wow. Scream Sim, Babysitter, Radio Not, Samara Weaving. Gottes Namen, was ist los mit mir? Samara Weaving spielt. Und jetzt haben wir sogar aufgeschrieben. Wie bescheuert ist denn eigentlich das? Wow. Wow. Da hat kein Song, Corby schneit das. Naja, ich bin sehr gespannt, was sie jetzt da mit den X-Men machen, weil in Avengers Doomsday werden wir wahrscheinlich auch schon die ersten Dinge mal sehen. Und es ist jetzt schon immer wieder mal was angeteasert worden mit den X-Men. Wir haben es bei den Marvels, haben wir schon X-Men dabei gehabt. Bei Miss Marvel ist ja eigentlich auch so, dass sie theoretisch die erste Mutantin im MCU ist. Zumindest ist das durch den Sound, der damals eingespielt worden ist, als sie das mit ihren Kräften in der letzten Folge erklärt haben, so vermutet worden, weil da ist dann auch dieses X-Men Comic-Intro eingespielt worden im Hintergrund. Naja, mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Wer Spider-Man Brand New Day gesehen hat, der darf sich auch um einiges freuen, was das Thema angeht. Das ist auch richtig, richtig stark. Und dass wir Samara Weaving endlich im MCU begrüßen, das freut mich natürlich auch, weil ich ein riesiger Samara Weaving-Fan bin. So, was haben wir noch für Casting? Genau, Mike Flanagan ist vom Henry Cavill anscheinend angehauen worden, dass er ihm hilft oder dass er als Autor fungiert für die Warhammer 40k-Serie. Sind jetzt halt voll am Werker und ja, Mike Flanagan als Autor, man kann es echt immer machen, würde ich sagen. Denn der Kerl hat jetzt schon zur Genüge bewiesen, was er für unglaubliches Talent hat, Geschichten zu erzählen und zum Schreiben. Deswegen her damit. Gleichzeitig ist aber dann auch schon das erste Spin-off angekündigt worden zu dem 40k-Universum, nämlich eine animierte Serie, die über die Deathwatch dann erzählen wird. Ich muss sagen, ich kenne mich bei Warhammer 40k überhaupt nicht aus. Ich habe nur das Space Marine gespielt, den ersten Teil, und deswegen kann ich da überhaupt nicht mitschmerzen, aber ich finde, man kennt natürlich die Artworks und hat Videos gesehen und so weiter. Das schaut alles ziemlich geil aus und hat, glaube ich, ein Riesenpotenzial, dass man da geile Welt aufbaut im Fernsehen und Geschichten erzählt. Oskar! Ja, flipp aus wieder. Was ist mit dir? Geisteskrank. Ich habe ihm nicht weh, du keine Angst nicht. Der schreit einfach nur immer, weil er total hysterisch ist. Übrigens, glaubt, dass dieser Deathwatch-Film oder die Serie über die Deathwatch dann auch in dem Animationsstil von Secret Level dieser Serie gehandhabt wird. Und habe gelesen, dass in Secret Level ja anscheinend auch so ein Warhammer 40k-Part dabei ist. Ich habe es leider nicht gesehen, die Serie. Und die anscheinend die Geschichte von Space Marine 2 dem Spiel weitererzählt. So, jetzt bin ich total angefixt, weil Space Marine 2 habe ich nämlich noch auf der To-Play-Liste, weil ich fand das Spiel, den ersten Teil, eigentlich ganz cool. Dann dann kann ich das mal spielen und dann noch die Serie anschauen und das und wann da man das Neueste, Leute, wann da man das Neueste. Wurscht. Auf alle Fälle kennt ihr euch jetzt nicht aus. Dann, Netflix ist wieder mal sauber einkaufen gegangen. Was haben sie gekauft? Für 500 Millionen haben sie die Rechte an dem kompletten Walking Dead-Universum organisiert. Für, ich glaube, 5 Jahre. Also nicht gerade Walking Dead, sondern auch alle Spin-off-Serien, die es gibt. Also wird man bald mal auf Netflix dann dieses komplette Universum anschauen können. Ich bin zwar eigentlich gar nicht mehr so drinnen in dem ganzen Walking Dead-Thema, habe aber die Hauptserie natürlich gesehen und für The Walking Dead habe ich ganz gesehen. Und wenn dann da die anderen Serien ja bei uns in sämtliche Hemisphären verstreut worden sind, ähnlich wie die Dragon Balls, habe ich keinen Bock mehr gehabt, dass man alles jetzt zusammensuche, wo ich was sehen kann. Darum habe ich es einfach bleiben lassen. Und wenn es dann irgendwann geballt alles ja auf Netflix ist, dann ist auch meine Zeit gekommen, dass ich mir die restlichen Spin-off-Serien von The Walking Dead anschaue. Die dritte Staffel, glaube ich, jetzt von der Spin-off-Serie mit dem Negan, da habe ich irgendwo einen Bericht gelesen, wo es geheißen hat, erst diese dritte Staffel rechtfertigt jetzt die Existenz dieser Serie überhaupt. Das ist auch eine harte Aussage, also bin ich gespannt, aber mal gucken, wann das dann bei uns so ist. Ja, endlich habe ich mir das genervt, dass die Spin-off-Serien überall anders. Ja,
Ja, total. Dann kommen sie mit Magenta daher. Was will ich mit Magenta? Hau ab mit Magenta. Äh, Was haben wir noch? Coole Nachricht für alle Fans von Elden Ring und Alexander Garland, denn sein Film ist abgedreht. Jetzt geht es ab in die Post-Production und ich glaube ja, nächstes Jahr kommt das Ding dann schon ins Kino und ich bin wirklich so gespannt auf das Teil. Ich habe es ja leider nicht gespielt, ich habe nur ein bisschen was gesehen dazu, aber kann mir nur überhaupt nicht ausmalen und vorstellen, was uns da erwarten wird. Aber da sind wirklich solche Riesennamen dahinter, die das machen und so ein geiles Produktionsstudio. Deswegen bin ich sehr guter Dinge, dass das geil wird. Also, Fingers crossed, never. Zwischeninfo, da habe ich glaube ich auch kein Beutel nicht rausgesucht. Ich genau, habe vorne reingeschwappt. Es heißt nämlich schon seit längerem, oder zumindest gegen ein Gerücht herum, dass Alien Romulus Teil 2 gecancelt worden ist. Und der Verantwortliche für Studio Boss, glaube ich, war das sogar, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, hat das Ganze kommentiert mit einem einfachen Nope. Nope. Also Romulus Teil 2 kommt. Fett Alvarez wird zwar nicht Regie führen, aber die Geschichte muss weitererzählt werden. Dann haben wir zwei traurige Nachrichten. Wonder Man ist jetzt gecancelt. Keine Ahnung warum, keiner weiß warum. Staffel 2 ist ja angekündigt worden, ist ja ein Riesenerfolg meine ich, gewesen. Zumindest die Kritiken haben sie ja überschlagen zu dieser Serie. Ich fand es okay. Ich finde die Figur cool und interessant, aber Wonder Man ist keine typische Superhelden-Story gewesen. Jetzt habe ich gespuckt. Darum sagt man auch nicht viel von seine Kräfte. Wer also auf das gehofft hat, der ist sowieso enttäuscht gewesen. Aber ich hoffe, dass die Figur trotzdem noch ihren Platz im MCU haben wird, weil das definitiv Potenzial hat. Ben Kingsley möchte ich auch unbedingt wieder singen, der hätte auch viel Potenzial. Und außerdem hätte ich endlich mal einen richtigen Mandarin singen, der da drinnen im MCU wirkt. Das war auch mal ganz cool. Statement vom Showrunner war, dass es sind, also er weiß selber nicht so genau warum. Es hat geheißen, es sind Verträge schon unterstimmt gewesen, es gibt keine Terminprobleme. Es waren schon in der Produktion mit dem schon angefangen. Ich glaube, der Writers Room, wie es heißt, hätte bald schon getagt oder hat sogar schon angefangen oder vor mir jetzt geheißen, zapp, nö, machen wir nicht. Keiner weiß, was da los ist. Stimmt es jetzt eigentlich, dass Netflix Letterbox kaufen will? Da habe ich noch nichts offiziell dazu gehört. Keine Ahnung, da kann ich noch nichts dazu sagen. Ich habe zwar auch schon mal was gehört, dass Letterbox gekauft werden soll, aber da ist, glaube ich, noch nicht einmal dabei gestanden, wer das aufkaufen mich. Katzen, fragt euch nicht alles, Idioten. Ja, ein köstlicher Chupa Chups Drink. Never Raven, danke. Hey! Hauptsache, sie laufen sich dann gegenseitig nach, damit sie sich noch weiter anfahren können. Und dann haben wir noch eine Absage, nämlich die DC-Serie zu Booster Gold ist jetzt gestrichen. Gut, was soll man sagen? Ich habe den Typen ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt als Held. Drum ist das für mich jetzt auch nicht so dramatisch. Es ist, glaube ich, keine Begründung dabei gewesen, zumindest nicht da, wo ich geschaut habe, warum die jetzt gecancelt worden ist, aber ich kann mir halt tatsächlich vorstellen, dass es auch daran liegt, dass es so unglaublich unbekannte Figur ist und man jetzt da vielleicht kein Risiko eingehen oder kein zu großes Risiko, weil ja auch Supergirl ziemlich gefloppt ist und vielleicht geht man jetzt dann doch ein bisschen auf Nummer sicher. Vielleicht das muss man mal noch abschauen, abwarten, was mit der Lantern-Serie passiert, wie gut das die kommt. Aber ja, zumindest damit ihr es gehört habt, die ursprünglich geplante Booster Gold-Serie von DC wird es nicht mehr geben. Was haben wir noch? Riesige News haben wir zu der God of War-Serie. Denn der ursprüngliche God of War Schauspieler, wie es der Ryan Hurst, hat sich unglaublich schwer verletzt anscheinend bei den Dreharbeiten und ist jetzt raus als Kratos-Darsteller. Es ist jetzt schon ein Gespräch, dass der Bautista seine Rolle übernimmt. Der steht schon in Verhandlungen und gleichzeitig ist jetzt anscheinend auch, wird jetzt auch der Atreus und Noah-Figur, jetzt weiß ich nicht mehr welche, auf alle Fälle Atreus, das ist auch ultimativ wichtig und Noah-Figur eben sollen auch neu gecastet werden. Kann ich mir dann vorstellen, dass es halt dann auch daran liegt, dass man wieder andere Chemie hat zwischen dem jetzigen Atreus und eventuell Batista. Aber ich bin gespannt, was es dann insgesamt auch für ein Release heißt, weil da
ziemlich viel Nacharbeit dann stattfinden werden muss. Ich gehe davon aus oder kann mir vorstellen, dass es dann, bald nur zu einer Verschiebung kommt von dem Start, was ich sehr schade finde, weil ich mich schon unglaublich auf die Serie gefreut habe. Aber natürlich, Gesundheit geht vor. Der gute Herr muss sich da auskurieren und hoffentlich bleibt immer nix. Und dann hoffen wir einfach, dass wir, sehr guten Recast kriegen und einfach eine unglaublich gute God of War Serie dann irgendwann genießen dürfen. Übrigens fällt's mir grad auf, es ist August, wir haben einen neuen Bauarbeiter im Hintergrund. Hübsch hier mit, Sackelzwicker, wie man bei uns sagt. Ja, ja. Genau, aber er macht das richtig. Er hat einfach nicht viel Klamotten an, dann ist es schweineheiß. Gut, Anime-News. Es sind nicht viele Anime-News, die ich diesmal dabei habe, aber dafür in meinen Augen zwei sehr coole, denn im Oktober geht es endlich los mit Black Clover Staffel 2 auf Netflix und am 5. September kommt Narumi's Week raus und Narumi kennt man ja von Kaiju Number 8. Da gibt eine kleine 4 Episoden lange Geschichte über seine Woche auf Crunchyroll. Also freut euch drauf. Ich freue mich auf alle Fälle drauf, weil ich finde Kaiju Number 8 ist echt unglaublich gut. Die hat mich völlig, mit der habe ich nichts, von der habe ich nichts erwartet, da habe ich ja keine Vorkenntnisse gehabt und schaue mir die an und habe mich voll überfahren, weil es so unglaublich gut war. Also ich bin begeistert gewesen. Gut, was machen wir als nächstes? Machen wir Kino-Releases oder machen wir Streaming-Releases? Warte mal. Weil genau, physische Releases habe ich diese Woche wieder mal nicht dabei, denn der Mike hat leider keine Zeit mehr gehabt, weil ich ihm gerade eine halbe Stunde vorher gesagt habe. Also kein Mike-Bashing dieses Mal, ich war selber schuld. Was geht diese Woche im Kino ab? Als erstes Ice Cream Man, der neue Film von Eli Roth, der ja aufs Übelste zerrissen wird, schon wieder im Internet. Das ist ja irre, wie es auf dem rumtrampeln. Ich muss jetzt sagen, ich bin auch nicht begeistert vom Eli Roth als Regisseur. Der hat in meinen Augen 3 gute Filme gemacht. Ich finde halt Hostel 1 und 2 finde ich echt super und Thanksgiving fand ich auch sehr gut. Haben aber auch eher eine typischen Eli Roth unnötigen Kack-Szenen drinnen, aber da sind sie in meinen Augen nicht so störend gewesen, weil da hat das alles andere, was mich sehr gut unterhalten hat, überwogen. Aber ansonsten, ob das jetzt Knock Knock war oder Green Inferno oder was, auch dann auch diesen Erdbebenfilm gemacht, ich habe keine Ahnung. War das alles nicht so das Gelbe vom Ei. Und jetzt hat Ice Cream Man, bin ich gespannt, was uns da erwartet. Wo ich das Kotzen kriege, ist, dass er ja jetzt eine KI schon benutzt hat für diesen Film. Ich hoffe ganz stark, dass mit dieser Nutzung von KI keine Menschen ersetzt worden sind, weil ich sage, wenn du irgendwas nur schnell nachbearbeitest oder so, ja, klar nimmst du es da her. Das kann man doch nicht machen. Was werden nicht so viel spucken müssen. Das ist sicher das behinderte Schubert-Schubs-Kack-Ding da. Ja, aber ansonsten, nur die Art und Weise, weil er hat einmal jetzt zuerst gesagt, dass keine KI benutzt worden ist und dann hat er irgendwie jetzt im Nachhinein hat er es ja widerrufen und hat gesagt, er hat sie versprochen. Also das ist auch schon wieder so komisch. Dann wird ihm Rassismus unterstellt in dem Film und Pädophilie wird ihm unterstellt und keine Ahnung, also, oder zumindest beides, weil er halt er macht halt anscheinend rassistische und Pädo-Witze und so weiter und die halt, um edgy zu sein, keine Ahnung, ich bin gespannt, was kommt nach diesem unglaublichen Shitstorm, der da teilweise von manche so, Kritiker ablassen wird, in diesem wilden Westen-Internet, bin ich richtig angefixt, was uns da dann erwartet. Ich hoffe auf 'ne coole Splatterei. Aber ja, ab Donnerstag, was ist denn heute Mittwoch? Ab morgen Ice Cream Man. Yumi in Italy haben wir da noch, keine Ahnung, was das sein soll, eine 1,5 Bewertung. Übrigens 3,0 Sterne für Ice Cream Man von Filmstarts. Das wundert mich bei dem Getöse hier auf diesem Internet, dass Filmstarts da nicht dabei ist. Hm, vielleicht ist er doch gut, vielleicht ist er doch nicht so schlimm. Mal gucken. Dann haben wir Paw Patrol, der Dino-Film. Everytime ein Drama, 5,0 von, wie heißt's, 5 Stars. Und Nightborn hat auch 4,0. Da bin ich ja gespannt. Da spielt ja der Rupert Grint mit. 4,0, ja. Schauen wir mal, was der kann. Da läuft auch diese Woche. Ansonsten ist es wieder lauter Käse. Was ist das? La Gioia, süchtig nach dir. Eins Drama. Dann haben wir Flieg steil. Das ist anscheinend ziemlich krass guter Independent-Film. Da habe ich nämlich heute erst einen Beitrag gesehen vom Balkov Dominik, den wir ja schon als Gast bei uns gehabt haben, der mit dem unglaublich guten Kurzfilm O damals im Hardline auch, glaube ich, sogar gewonnen hat, wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
Und der hat da jetzt einen Beitrag, der hat den gesehen und hat eben geschrieben, dass das ein unglaublich ganz, ganz großartiges Independent-Kino ist. Also sollte man sich auf die Liste schreiben, den Fliegsteil. Das war's mit erwähnenswerten Kinostarts. War eigentlich gestern irgendjemand beim Kino, hat sich der Terminator angeschaut, ich habe es leider nicht geschafft. Das ist richtig, richtig ärgerlich, dass ich das nicht im Kino anschauen habe können. Also jeder, der es gesehen hat, ich beneide dich ohne Ende. Bevor wir zu den Streaming-Charts kommen, gehen wir zu den Streaming-Starts, denn die Woche, diesmal ist wirklich ein bisschen was dabei, das rauskommt. Das hat mich richtig gefreut, weil meistens kriege ich nichts zusammen an Releases im Stream. Netflix bringt am 7.8., heißt übermorgen, die LA Cats, außer der von Ricky Gervais produzierten Serie über eine Katzengang. Oder sogar, hat er sogar Regie geführt. Ich weiß gar nicht, was er alles gemacht hat. Auf alle Fälle ist er fett an Bord bei dieser Serie. Dann haben wir auf Disney Plus seit vorgestern Futurama, die 14. Staffel, die ersten 2 Folgen und seit heute Star Wars Visions Presents The Ninth Jedi. Ist komplett jetzt schon drinnen. Ich habe die ersten 2 Folgen vorm Stream noch angeschaut. Schöner Animationsstil. Geschichte bin ich noch gespannt, auf was sie dann rausläuft. Und ich muss dann noch mal schauen, obwohl die irgendwie zum Einordnen ist. Das habe ich auch noch nicht so ganz umrissen. Aber gefällt mir schon mal gut. Ich habe leider, mir ist aufgefallen, ich habe die 3. Staffel Visions gar nicht gesehen, weil da ist ja, glaube ich, der Ninth Jedi vorgekommen. Dann haben wir HBO mit Masters of God ab 7.8. Und das ist eine Doku, die von dem Tiger King-Macher ist. Und der hat, glaube ich, sogar jetzt nach Monsters of God, da geht es, glaube ich, um Reptilienhandel oder selbst. Und es muss auch so abartige Scheiße sein. Und der, glaube ich, zieht jetzt erst mal ein bisschen zurück, weil er sich selber durch dieses ganze Bearbeiten und Darstellen von dem Thema, glaube ich, sogar wegen das Problem vor der Sache mitgesehen hat selber und deswegen jetzt anscheinend mal ein bisschen Pause braucht. Zumindest war das selbst, was ich gelesen habe. Und ab heute auf Apple TV Plus Ted Lasso, die 4. Staffel. Habe ich leider noch gar nichts gesehen. Kann ich nicht sagen, ob die gut ist, aber jetzt wisst ihr zumindest, dass sie jetzt laufen tut. Dann noch zu die Streaming-Charts. Was haben wir? Platz 10, I Will Find You, die erste Staffel, läuft auf Netflix. Kein Wort davor bisher gehört. Dann haben wir Platz 9, The Five-Star Weekend auf Peacock, die erste Staffel. Sagt man auch nächste. Ransom Canyon auf Platz 8, Netflix, erste Staffel, sagt man nichts. Elite Force, erste Staffel, Netflix, Platz 7, sagt man nichts. My Daughter's Father, erste Staffel, Netflix, Platz 6, sagt man nichts. The Hawk, erste Staffel, Netflix, Platz 5, sagt man nichts. Dann haben wir Platz 4, wieder Netflix mit der ersten Staffel von Little House on the Prairie, die glaube ich war letzte Woche schon drin und hat man da schon nichts gesagt. Married at First Sight, 20. Staffel, stimmt, das ist ja wieder irgend so was war das, Reality-Show-Kack, keine Ahnung. Ist auf alle Fälle auf Peacock, die auf Platz 3. Dann haben wir Prime Video mit der ersten Staffel Ride or Die auf Platz 2, Oscar. Und Platz 1 ist Ransom Canyon, die 2. Staffel Netflix. Deswegen ist die erste Staffel auch wieder auf Platz 8 gehuscht. Gut, und jetzt tun wir Sachen ausziehen, oder? Schauen wir mal, was wir für euch zum Unboxen da haben. Jetzt ist es 20:33 Uhr. Ja, schauen wir mal, wie lange wir im Präsentieren hier brauchen. Weil um 9 Uhr muss ich aufnehmen. Oh Gott, ich schwitze wie eine Nutte in der Kirche, ich sag's euch. Das ist wirklich unfassbar. Diese Schweinehitze, wenn ich bald aufhört, dann flippe ich komplett. Also, was ist denn jetzt? Ich will komplett zerreißen. Warum ist das verkehrt rum drin? Das Zeug riecht so richtig geil, giftig immer. So, wir haben hier ein Sankapu mit Schwingung und Spukschuss. Aha. Dann haben wir ein Velursi mit Verprügler und Walzer. Thermopod mit Versengung und da steht oben rechts fließender Angriff. Ja, keine Ahnung, was das heißt. Man müsste das Spiel vielleicht halt auch spielen und nicht gerade sammeln, aber zum Spielen sind wir nicht da. Gala Flampion mit einem waghalsigen Sturmangriff. Punkt voll in die Fresse. Micro mit einem Furienschlag. Dann haben wir das Thermopod nochmal in schillernd. Da schaut's her. Das ist ja ganz selbst, wenn man die Karten gleich in beide Ausführungen kriegt. Aranestro. Also, wir haben das überhaupt sortiert. Das ist doch sicher gefakter Scheiß. Mit Käferbiss und Blasenwurf. Das ist nämlich alles, die warten jetzt drüber. Jetzt ist auf einmal die Energiekarten drinnen. Da, das ist, also, ich bin da, glaube ich, über den Tisch gezogen worden jetzt. Übernatürliche Flammen von Volnona. 100%ig ist das Fake. Ja, klar! Das ist irgendein scheiß Resealed-Scheiß. Ich flippe aus!
Weil da ist jetzt nur ein Skatepark und Montenegro mit Eissturm und Blizzardschleife. Ich fahre sofort zum Netto, wir uns sind den ganzen scheiß London. Nein, tue ich nicht, lasst mich in Ruhe. Aber definitiv, weil nur eine Glitzerkarte drinnen ist, das kann nicht sein. Das ist 100. Ich muss sehr fix so über den Tisch gezogen werden. Das mit den Boglermons. Klang eh schon wieder. Bin auf 180. Bin auf 180 hier. Machen wir nur unser letzten Booster wachsendes Chaos auf. Da muss jetzt mindestens eine Karten drin sein, die 100 Euro wert ist, damit diese Schmach da jetzt aufhört, vergeht, weil das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Mit dem Netto muss ich jetzt auf alle Fälle einen Krieg anfangen. 100 Pro ist das resealter Scheiß gewesen. Warum geht's nicht auf? Oh, wer resealten beim Netto? Das waren so komische Dinge, die waren sogar eingeschweißt. Das waren 2 Booster, eingeschweißt mit so einer Wurfmünzen drinnen. Das kann eigentlich nicht resealed sein, oder? Oder? Geht das? Wer kennt sich denn aus? Ich kenne mich nicht aus. Ich kaufe gerade und mache auf und dann reparieren wir es wieder. So, da schau, so muss das ausschauen. Da muss hinten der Energiekarten sein und ja. Dann fahren mit schonungslos und dann gibt es eine schmetternde Kopfnuss in Schnauzer rein. Paragoni, tückische Entwicklung und dann grummelt man ein wenig. Was ist denn das? Was verzeiht denn da im Chattel? Wobei Photovoltaik am Dach bauen ist ein Riesenspaß bei der Hitze. Trailer fand ich schon witzig von Ice Cream Man. Ja, Trailer fand ich auch witzig und ja, Folterei, das ist definitiv, das geht gar nicht. Ich habe aber auch kein Klima in meinem Büro, also ich muss auch leiden. Und Red Hydrox mit Säurespeier. Leufeo mit einem simplen Tackle. Dann haben wir ein Taurus, das hat ein gemeinsames Ziel, mit wem auch immer. Dann haben wir die Ange Floeté, Deoxys, Genomaufladung und Psychogenese, Skunkapu, Kratzer und hier, schaut's, Glitzer. Dann haben wir Kokuna, Exoskelett und herunterhängen, Glitzer. Und dann ein Xerneas in der stinknormalen Holo-Fassung. Ich glaube, die Schweinekarten habe ich ja schon. Ja, genau, dann kriege ich halt jetzt eine 100 Euro Karten, damit ich mich nicht mehr so aufregen muss, weil ich über den Tisch gezogen worden bin. Vom Netto. Netto. Wenn irgendjemand von Netto das hört, dann möchte ich bitte eine schriftliche Stellungnahme, was ist, dann treibt es, weil das so geht nicht. So geht nicht. Ich muss jetzt nur einen Pogel. Wir machen jetzt alle 3 auf und dann noch die Turtles. Die Boglermon und dann machen wir die Turtles, weil so geht nicht. Das regt mich nämlich alles auf jetzt. Schauen wir mal, ob in der neuen dunkle Nacht Booster-Ding was Gescheites drin ist. Ich glaube, ich habe mir reingeschaut, das heißt, glaube ich, jetzt schon wieder irgendeine Karten drin, wenn die 500 Euro wert ist oder so. Drehen wir alle gleich so durch. Mabula mit Fadenschuss. Dann haben wir ein Rockball mit einem Klaps auf dem Po. Grypheldis mit Knochenschütze und peitschenden Wind. Aha. Lichtel mit einem Irrlicht. Latianecto mit flutendem Licht. Fossiliengrube. Fossiliengrube. Ich möchte mal bei so einer Ausgrabung dabei sein. Das ist mehr, seitdem ich ein kleines Kind bin. Tukanon, Höhenzug und Federrondo. Jetzt wird hier geglitzert mit Bronzel und Spiegelangriff. Schaut's, Laser. Morcha mit hinterhältiger Fall und listiges Versteckspiel. Keine Ahnung, das Viech habe ich noch nie gesehen. Glitzer. Und ein Koraidon in Holo und das bringt uns halt auch wieder überhaupt nichts. Was kann's denn? Kampfkralle und Geier-Einschlag. Jetzt die crazy. So, Pokémon Unboxing war absoluter Witz. Eine absolute Gurke. Schauen wir mal, was die Turtles kennen. Da ist April drauf und der Donatello. Vielleicht kennen die irgendwas besser oder habe ich überhaupt keinen Schimmer, was da aktuell oder ob da aktuell schon irgendwie was wert ist. We will see when we open this shit. Geht hinaus. Was haben wir hier? Shida geht's eh gleich ab mit April O'Neil, Konoichi in Spee. Karate. Legendäre Kreatur, Mensch und Ninja. Dann haben wir Schredders Rache. Es ist Hexerei. Sie hat echt geile Artworks über die Magic Gathering Karten. Stockmann, verrückter Fliegenforscher, legendäre Kreatur. Dörtelbauer, Dörtel, Dinkeldörte. Mutantenstadt-Musikanten. So ein Scheiß.
Urzeitlicher Dickhäuter, der Mike Elefant. Aha, aha. Dann haben wir Mauserangriff, Spontanzauber. Beide Stockmähen. Der Mauser, so hieß doch auch im Super Mario Bros. 2 der Endgegner, oder? Oder einer von den Gegnern, die komische Ratz mit der Sonnenbrille. Die war übrigens auch im Galaxy-Film vorgekommen. Faulige Freunde, Mensch und Schlammwesen. Eine Schlammsau. Dann haben wir hier noch dimensionales Exil, Verzauberung, Aura und Pizzaface, Gastromagier, legendäre Artefakt-Kreatur. Pizzaface, wie so Pizzamampf. Oder Scheiße-Dämon schaut er fast aus. Nicht geboren ins Leben geschissen. Druide auf der Flucht, eine Artefakt-Kreatur. Leonardo, großer Bruder. Endlich hat Turtles-Karten. Ich will doch hier die Turtles haben. Das Technodrom haben wir auch noch fett am Start. Ja, Technodrom. Dann haben wir versteckte Turtles. Das tut jetzt auch schon mal glitzern. Was wird man sagt, aber es tut glitzern tun. Ich leugne euch nicht an. Dann haben wir nochmal Glitzer, nämlich Hauptquartier des Foot Clans. Glitzer, Glitzer. Schaut, der Mond laservoll. Und jetzt haben wir hier noch eine Speise, Spielsteinartefakt. Also da gibt es was zum Mampfen auf dem Skateboard und da ist auf der Rückseite ist nur eins Roboter. Aha. Ja, keine Ahnung, was davon irgendwas bringt. Wir werden es rausfinden irgendwann. Hauptsache, wir haben noch mehr zum Unboxen. Das war wichtig. So Leute, das war's mit dem Kassettenschmerz vom 5.8. Heute, gestern ist unsere neue Folge rausgekommen. Wieder mal, wer bist denn du? Bedient mit dem Christopher Tauber, der bekannt ist als Zeichner für die 3 Fragezeichen. Wir haben ihn kennengelernt im Hardline und er ist ein absolut cooler Typ. Herzlich die Folge. Macht Spaß. Hat er Spaß gemacht zum Aufnehmen mit dem Kerl. Heute nehmen wir noch Rolex für euch auf. Und übrigens, hätte ich fast vergessen, am Freitag ist Sneak des guten Geschmacks im Cineplex. Vilsbiburg, Erding, Waldkraiburg und Neufahren, also 21:45 Uhr. Wenn ich vor Ort bin, also für uns wird, wenn dann nur ich vor Ort sei und ich kann es auch noch nicht hundertprozentig sagen, aber wenn, dann bin ich in Vilsbiburg, also Sneak des guten Geschmacks am Freitag 21:45 Uhr in Vilsbiburg. Kommt rum, wow. Ansonsten hören wir und sehen wir uns natürlich wieder nächste Woche und ich hoffe, dass der Seppi dann irgendwann jetzt mal wieder Zeit hat, dass wir einen Talkthrough auch wieder einbauen. Ich habe nämlich auch mal wieder was Neues angefangen und er könnte irgendwas gesagt haben. Also mal gucken, drückt uns die Daumen und drückt es euch selber, damit ihr mit dem Talkthrough bedient werdet. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Fette Potatoes gingen raus. Küsschen auf die Nüsschen. Macht es gut, auf Wiederschauen und einen hoffentlich abkühlenden Abend. Au revoir.